Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife. Ich war für ihr nur einen Arthouse-Film gucken. Und zwar Man. Ja, Arthouse-Film ist vielleicht nicht für jeden etwas, aber ob dieser Film vielleicht etwas für euch ist, das hat gesehen hier bei Filmlife. So, danke, große Merci für jeden, der kommentiert und denkt doch, wann zu abonnieren, für mit den Videos von meinem Kanal immer neuesten Stand zu bleiben. So, Man war schon die Kino gucken und das ist ein Arthouse-Film. Ja, viele Leute kennen so Filme vielleicht nicht oder gucken sich so Filme vielleicht nicht oft an. Eventuell, weil sie nicht so präsent sind, weil ihr gar nicht wisst, dass es so etwas am Kino ist. Und ich denke, ich werde auch probieren, den Aspekt vom Kino ein bisschen mir noch zu bringen. Von daher mal ein großes Merci und den Marc, dem ich dann mit an die Kino geholt, die gesagt hat, ey komm, wir gehen den dort mal gucken. Und da sucht sich dann nur aus dem mal rangezogen. Und was soll ich sagen? Das ist also schwierig zusammenzufassen, das Ganze. Ich will euch auch eigentlich gut nicht über die Geschichte erzählen, weil alles irgendwie schon bald zu viel gesagt wird. Es sind Momente am Film dran, die ich sagen wir mal überraschen werden. Es werden überraschende Momente dran auftauchen. Für allem, weil den, kann ich nicht so sagen, weil der Cast vielleicht nicht so groß ist, wie ihn da am Anfang meint. Das ist ein ziemlich kleiner Cast und schafft du auch mit gewissen Twists, die ihn für dich mal stutzelos sind. Und du will ich von der Geschichte auch nicht, eigentlich auch nur nicht verraten, weil ab Sekunde 1 ist es ein kleines Rätselroden an dem Spiel, was es geht und was er vermittelt will gehen. Und da Humor, denke ich, einerseits einen positiven Aspekt vom Film, aber andererseits ist es auch den negativen Film vom Aspekt. Aspekt vom Film, das war nur komisch. Egal. Und zwar wirkt es am Anfang ein bisschen so, wie wenn man so zwei Storystränge hat. Es wirkt ein bisschen so, wie wenn wirklich zwei Situationen erklärt gehen. Es gibt einen Vierfall am Anfang, dann schenkt ein kleiner Zeitspann passiert zu sehen und dann machen wir es auf den Weg an das nächste Kapitel. Die zwei Geschichten sind aber unmittelbar mal nicht versponnen. Mann, das ist nicht so einfach. Ich will wirklich nichts zur Geschichte verraten. Auf jeden Fall wurde für mich so gewirkt, den ein Teil von der Geschichte, das offensichtlich, was da passiert wird relativ sehr erklärt, also auch ziemlich klar und deutlich. Das fand ich immer so der Punkt, wo ihn sich so drin hangelt, so, ja okay, da kommt mit klar, das ist simpel, das ist verdaulich. Ne, verdaulich ist es zwar nicht, was passiert, also ein bisschen heftig, aber trotzdem versteht ihr, was da passiert ist. Und dann haben wir eine andere Seite von der Geschichte, die mehr kryptisch ist, die mehr mit Emotionen spielt, mit Erwartungen und komplett Rätselroden ist. Und das lebt lange so. Der wird Sachen ob einmal erkennen, wo der sieht, oh, Freck, tatsächlich, das ist ja so. Und das Ganze passiert nonstop. Der kriegt immer schnippelschweise von der einen Seite, schnippelschweise von der anderen Seite. Das heißt, ein etwas, wo der ich festhalten und das andere, wo der so im Rätselrode sieht. Hallo, kennt für mich leider den negativen Aspekt. Und zwar, wenn der Schluss, den doch ziemlich verstörende Schluss gesehen hat, dann wird er wahrscheinlich feststellen, dass die großen Twist, ob den dir wart, nicht so gewaltig ist. Der ganze Film geht quasi dann zu einer Metapher. Und das habe ich ein bisschen enttäuschend fand. Wo ich gedacht habe, ist das die große Ablesung? Ist das wirklich der große Plot, den man heute will vermittelt wird? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe schon am Vorfeld ein bisschen geduld, wo ich gedacht habe, will die Film das Dolo wirklich einfach nicht mehr so? Und ja, ich hatte mir tatsächlich da ein bisschen mehr erwartet. Trotzdem, also für jeden, den Arthouse noch nicht so kennt, im Moment, wir können da mal dran zu gehen. Aber seid ihr bewusst, das ist eine andere Seite von Kino erlebt. Und das ist etwas, wo der ich muss drauf anlassen. Das ist wahrscheinlich nicht jeder sein Fall. Der geht trotzdem halt mit immens schönen Bildern, mit immens schönen Kameraperspektiven verwindet. Und auch die schauspielerische Leistung ist
immens flott gemacht. Mir hun heute Jessie Buckley als Hauptdarstellerin, wat eng authentisch Äderweis unseschritt fir mat den versteierende Momente do umzugoen, wo en sich kann raff verspieren. Dat wirklich ganz gut mischt an mat dem en och sympathiseiere kann an dem Moment. Und dann hätte man noch den Rory Kinnear, ich hoffe schon richtig ausgeschwert, an den wie gesagt nicht viel zu verroden, mir hinspielt ein verhältnismäßig komplex Rolle. Hin spielt immens viel Facetten. Also et mir die richtig, der Mann kann sich quasi op Kommando an eng einer Person verwandeln. An komplett andere Charakter mit komplett anderen Charakter zich an ja, also dat mengge mich mat am meeste begeert in dem Film. Dem man wurdet für mich tatsächlich auf den Punkt wird, er war für mich dann dem Punkt, wo ich mich am meeste konnte festhalten, wo so dat mich begeeren kommt. Ich habe gehofft, den Twist zum Schluss ging mich nach mal rasaugen, aber leider war das für mich nicht der Fall. Für mich war es souverän, doch schon, kann ich so ein souverän Kinoserlebnis, ein interessanter Herangehensweise an, ich hoffe, das fällt mir in Zukunft mir einfach so viel auf hier zusammenzufassen. Es stimmt mich gerade richtig schwer. Das ist schwierig, das zu erklären. Besonders, wenn ich nicht zur Geschichte verholen. Naja, auf jeden Fall. Wie gesagt, schön Bilderstellungen, alles schön handgemacht. Das mischt Spaß, so viel mal zu gucken. Das kann der vielleicht auch noch begeistern. Momentan ist das meist am Kino Computer animiert, an wirkt nicht mehr authentisch. Das hatte ich auch schon bei Maverick gesagt. Filme, die so handgemacht sind, wirken ernst. Das haben eine andere Wirkung. Und das ist ganz viel wert. Und vielleicht ist es ja etwas, wo ich so, wow, hätte ich nicht gedacht, dass es so ein Film mich dann einfach so faszinieren kann. Bon. Ich meine, das war dann auch schon. Wie gesagt, denkt dran zu liken, zu teilen, und zu kommentieren und zu abonnieren. Für allem, für das daheim nicht mehr verpasst auf meinem Kanal und zum Format Filmlife. So, für den Rest wünsche ich euch dann noch ganz viel Spaß am Kino. Macht man.